Wie geht es Ihnen? Sind Sie auch so erschöpft von diesen historischen Umbrüchen dieser Tage und Wochen? Dann kommen Sie mit. Wir treffen die Pianistin Sophie Pacini. Die Musik spielt, die wie eine Umarmung ist. Kleine, bittersüße Trostspender, die in die Unruhe passen. Die sie spielt, wenn es ihr selbst schlecht geht. Oder eben, um andere zu trösten. Wie zuletzt in einem Frauenhaus. Kein Frauenhaus hat ein Klavier, also kein Instrument, aber geschweige denn ein Klavier. Habe ich kurzerhand mein eigenes E-Piano mitgenommen, was ich noch aus Kindertagen zu Hause hatte. Habe das mitgebracht und es war mir egal, auf welchem Instrument und auch wie das Setting ist. Hauptsache Musik kommt in ihrer pursten Form bei diesen Frauen an. Und als ich dann zum Beispiel den Mozart gespielt habe, ich habe am Anfang ein bisschen was dazu gesagt und habe dann auch diese kurze Passage angespielt hier. Und du hast gemerkt, einfach ein Strahlen in den Augen. Und, oh, das Stück kenne ich oder das ist so schön. Und also Mozart hat wirklich so oft die gleiche Reaktion. Das ist so begeisternd. Mozart. Fantasie in D-Moll. Das ist sehr melancholisch, aber auch ein wenig trotzig. Aber warum ist das so, dass Musik uns tröstet? Oder bilden wir uns das ein? Pacini fand eine Antwort bei den Neurowissenschaften. Sie lautet Resonanz. So ein bisschen Nerd-Komponente habe ich durchaus auch. Und da wollte ich einfach wissen, was ist es denn wirklich bewiesenermaßen? Und es ist einfach diese Situation, erkannt zu sein, in dem, wie du dich fühlst. Die Musik beurteilt nicht, sie verurteilt nicht, sie nimmt dich einfach an, indem sie dir die Möglichkeit gibt, zu schwingen. Und dadurch fühlst du dich, als ob dich jemand erkennt. Wie auf der Straße, wenn du jemanden triffst, den du kennst, der sagt, hey Mensch, so. Und dieses Gefühl von gesehen zu sein. Debussy, Clair de Lune. Musik, die nicht irgendwo hin will. Eher eine scheue Frage, ein Anhalten von Zeit. Pacini ist eine Virtuosin, das auch, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um diese magische Kraft, die uns aufrichtet, um kleine Injektionen von Glück. Ausnahmetalent in einer Nicht-Musikerfamilie, das war ihre Kindheit. Mit 6 Klavierunterricht, mit 9 übernahm dann schon das Hochbegabteninstitut in Salzburg. Kurz davor hatte sie im Herkulessaal noch ganz naiv an ihrem ersten Wettbewerb teilgenommen. Publikum, Bühne, riesiger Konzertflügel. Ich sollte mich einspielen. Sag ich, ja, warum, sagte meine Lehrerin, eine sehr zünftige Bayerin, magst du die einspulen? Ich sagte, einspulen? Ich habe mich zu Hause eingespielt, ich gehe davor und spiele mein Programm ab und dann gehen wir was essen. Das haben wir ja so gesagt. Ich hatte eine Pedalhilfe, weil ich ans Pedal nicht kam. Ich war ziemlich klein für mein Alter und habe dann angefangen zu spielen. Und mich hat so eine Wärme umgeben und so ein Glücksgefühl, an diesem Instrument zu sitzen. Und mit diesen Menschen da im Herkulessaal diese Reise zu teilen, dass irgendwie am nächsten Tag habe ich dieses Instrument mit anderen Augen betrachtet. Seitdem ist sie unterwegs, spielt auf den großen Bühnen, wie hier in Luzern, aber auch in kleinen Städten. Sie spielt in Schulen und Frauenhäusern. In Eying, wo sie lebt, organisiert sie ein kleines klassisches Festival. Kurz, sie glaubt an die Bedeutung von Musik für uns. Sie tritt auch mit der berühmten Pianistin Martha Argerich auf. Argerich, heute ihre Freundin, war das große Idol. Von ihr respektiert zu sein, war existenziell. Man sucht sich aus, von wem man verstanden sein will, sein muss.
Ich habe sehr lange insistiert, um mir vorspielen zu dürfen. Sie wollte nämlich am Anfang von mir gar nichts wissen. Sie war auch nicht gut gelaunt an dem Tag. Und ich hatte aber das Gefühl, da ist was zwischen uns und da wird etwas sein. Das wusste sie noch nicht, aber ich wusste das schon. Und ich habe ihr damals die H-Moll-Sonate von Franz Liszt vorgespielt. Und als sie dann aufgestanden ist, nachdem ich fertig gespielt habe und mich umarmt hat, geküsst hat und sagte, sei una grande pianista, du bist eine große Pianistin für mich, mir liefen die Tränen über die Wange. Hätte sie das nicht gut gefunden, was ich gemacht hätte, ich weiß nicht, ob ich heute hier sitzen würde, weil mir hat das so viel bedeutet, wie sie Musik empfindet und ob sie mich wertschätzt und ob sozusagen mein Instinkt auch matcht mit der Realität. Die Komplexität des Lebens muss man annehmen. Aber wenn einem die Kraft ausgeht, darf es ruhig auch das sein. Augen zu und fühlen, dass man fühlt. Mehr muss es nicht sein. Manchmal.